Ich habe der Message das Thema gegeben oder den Titel gegeben, besser gesagt, beten statt jammern. Oder wenn man es noch ein bisschen krasser will, beten statt motzen. Okay, also, es gibt so Personen und eine bestimmte habe ich im Kopf, deren Verhalten mich irgendwie nervt. Vielleicht kennst du das. Es ist vielleicht aus deinem Familienkreis, vielleicht Verwandtschaft, vielleicht auch aus einem Arbeitskreis. Ich habe so eine Person gehabt und war auf meinem Waldspaziergang, wo ich gerne bete, und habe zu Jesus gesagt, also was mache ich genau mit dieser Person? Weil ich konnte es nicht einfach ignorieren, es war irgendwie doch zu nahe. Und ich habe gesagt, Jesus, was mache ich mit dieser Person? 3-mal kannst du raten, was die Antwort war. Ich hatte so in meinen Gedanken, ja, bete für diese Person. Ja, Jesus, ich weiß, bete für diese Person, aber bete für diese Person. Und das habe ich ungefähr 3-mal so wahrgenommen in meinen Gedanken, so als Antwort, was mache ich mit dieser Person? Bete für sie. Habe ich gesagt, okay Jesus, ich habe es verstanden, ich bete für diese Person. Nur die Frage ist, weißt du, einfach so beten, das packt mich nicht, ich brauche ein bisschen mehr. Könntest du mir sagen, wie ich für diese Person beten soll? Und dann kam der Bibelvers, Josua 1, Vers 9, und da steht drin, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst, lass dich nicht einschüchtern, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wo immer du hingehst. Habe ich gesagt, Jesus, auf gar keinen Fall kann ich das beten. Das ist ja genau das Problem. Diese Person kommt mir so selbstsicher rüber und deswegen auch schon fast arrogant. Also wie um Himmels Willen soll ich jetzt noch beten, dass sie noch entschlossener ist, dass die Person noch mutiger ist und dass du überall alles gut heißt, was diese Person macht. Tut mir leid, das kann ich nicht beten. Das kann ich nicht, Jesus. Und es ist so gut, wenn wir mit Jesus so ehrlich werden können. Und das ist ein lauter Dialog, der sich abspielt. Vielleicht ist es einfach so ein innerer Dialog in den Gedanken. Und dann hat Jesus gesagt, weißt du, das, was dir von dieser Person entgegenkommt, das ist das Äußere. Aber wie man das so kennt, es gibt auch die innere Person. Und die innere Person von dieser Person, die braucht diesen Mut. Sie braucht diese Ermutigung. Sie braucht, dass du dafür betest, dass sie mutig und entschlossen ist. Diese innere Person steht in einem Konflikt oder in einem Spagat, besser gesagt, mit der äußeren Person. Sie braucht es, dass du für diese innere, sagen wir für das innere Kind betest, dass es mutig ist, dass es entschlossen ist und dass es sich nicht einschüchtern lässt, weil genau das ist ja das Problem, das kompensiert sie von außen. Und sie braucht es zu wissen, dass ich bei ihr bin, wo überall sie hingeht. Merkst du, dass das die Perspektive so krass verändert? Und ich habe gesagt, okay Jesus, diesen Bibelvers kenne ich gut genug, dass immer wenn der kommt, immer wenn ich den sehe, immer wenn der mir in den Sinn kommt, dass ich diese Person, die innere Person segnen kann mit diesem Vers. Beten statt jammern. Und das macht richtig Spaß, das kann ich dir sagen. Wenn du ein Ziel hast, wenn du ein Bild, eine Vorstellung hast davon, was du betest. Ich bin Gott so dankbar, dass wir im Austausch mit ihm sein können und nicht einfach irgendwo ins Nirgendwo raus jammern müssen, sondern dass wir ein Gegenüber haben. Schau mal, Jesus hat uns ja gelehrt im Vater unser, dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel. Ich habe den Thron nochmals mitgebracht für alle, die bei der ICF Conference mit dabei waren, wissen, dass das meine Ilu war. Und genau, ich setze mich jetzt nicht drauf. Vielleicht würden das einige gerne machen, kann man durchaus. Aber hier,
so nahe bei Gott, also so freundschaftlich, wie im Himmel. Das gibt mir ein Bild, was im Himmel abgeht. Und ich habe damals an der ICF-Konferenz ein paar Statements aufgehängt, mache ich heute wieder. Der König ist im Amt. Das ist das Bild, das ich habe, wie es im Himmel aussieht. Der Thron ist besetzt. Niemand sitzt höher. Das ist das Bild, das ich von Jesus habe, im Himmel. Er sitzt, er regiert, niemand ist größer, niemand ist über ihm und niemand ist stärker als er. Und jetzt heißt es, wie im Himmel, so auf Erden. Auf Erden, das sind du und ich, das sind wir. Auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Wir sind beauftragt, den Himmel auf diese Erde zu bringen. Und entsprechend, wie wir zum Beispiel beten, kann der Himmel auf die Erde kommen oder eben nicht. Das Spannungsfeld, das zwischen Himmel und Erde ist, das ist die Partnerschaft, die du und ich mit Jesus haben. Und das Spannungsfeld heißt Gebet. Und Gebet kann so viel bewirken. Und ich liebe es immer mehr zu entdecken, was das Gebet bewirkt. Schau mal, auf Erden heißt Epheser 2, Vers 6, das ist das Bild, das ich auf Erden habe. Hier heißt es, er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir jetzt schon unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Du siehst, da gibt es eine Verbindung vom Thron Gottes, vom Himmel, hier auf die Erde. Und dieses Verbindungsstück auf der Erde, das sind du und ich. Und was mir hilft beim Beten, ist zu wissen, wie die Rangordnung eigentlich aussieht. Und es ist so, also Gott ist als erstes, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und dann hat Gott die Welt geschaffen und wir sind so nahe bei Gott, dass wir als zweites kommen und dann war Satan und der ganze Rest. Beim Sündenfall haben wir diese Nähe, diese Autorität, die Gott uns gegeben hat, dem Satan übergeben. Die Rangordnung hat sich geändert. Da war Gott, da war nicht mehr der Mensch, sondern da war Satan und wir kamen darunter. Bei der Kreuzigung und der Auferstehung hat Jesus das wieder geändert. Er hat die Rangordnung wiederhergestellt. Es ist Gott, es sind wir Menschen mit unserer gottgegebenen Autorität, die aus der Beziehung mit ihm kommen. Und dann kommt der Satan. Und das ist wichtig vor Augen zu haben. Wenn du musst, kannst du es dir zu Hause aufschreiben und notieren, weil mir hilft das, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich gemeint sind, zu sagen, halt mal, da läuft was schief, da geht was nicht. Und aus dieser Verbindung mit diesem Gott im Himmel, aus dieser Beziehung mit diesem Gott, aus dieser Freundschaft, aus dieser Nähe entstehen Dinge. Schau mal, niemand sitzt höher. Das heißt für uns, Nähe zu Gott für den Gehorsam. Dass ich frage, was gefällt dir, was willst du? Der Thron ist besetzt, heißt für uns, diese Autorität führt dich und mich unweigerlich in Verantwortung. Wir haben einen Auftrag. Wir können Verantwortung übernehmen. Und wie ich vorhin gesagt habe, bei diesem einfachen Beispiel, man spürt ja den Unterschied. Und das ist uns gegeben, diese Verantwortung, diese Autorität. Und lass uns sie ausspielen und üben, bis wir da drin so richtig gut werden. Der König ist im Amt, heißt für uns, dieser Sieg führt zur Fürbitte. Es führt dazu, dass wir für andere Menschen beten können. Und das ist eine Aufgabe, die jedem von uns aufgetragen ist. Weißt du, Jesus möchte von uns nicht hören und dazu sind wir nicht da, Gott darüber zu informieren, was für
Bedürfnisse wir haben. Also klar können wir das. Klar kann ich alles vor den Thron bringen. Das ist nicht der Punkt. Aber lass uns nicht dort stehen bleiben. Wie im Himmel, so auf Erden. Und dass wir mit Jesus sitzen, wie es heißt im Epheserbrief, bedeutet nicht, dass wir passiv sind, sondern das löst eine Kraft in uns drinnen aus, die wir ausleben dürfen, mit der wir vertraut werden dürfen. Und deswegen habe ich 3 Punkte heute Morgen mitgebracht. Das erste ist, das folgt aus diesem Bewusstsein, da gibt es einen Gott im Himmel, der ist der Höchste und der hat gesiegt und der hat mir diese Autorität und diese Beziehung aufgetragen. Deswegen bete mutig. Bete mutig. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, das ist jetzt eher ein Negativbeispiel, aber manchmal helfen uns auch Negativbeispiele. Und zwar ist das das Beispiel von König Hiskia. Du kannst es lesen in 2. Könige 20, Vers 16 bis 19. Die Vorgeschichte ist folgende. König Hiskia pendelt so ein bisschen an mit einem anderen Volk, um da so in eine Verbindung zu kommen, um politisch stärker zu werden. Und zeigt ihm das ganze Reich, alle Schätze, alles, oder? So ein bisschen in Verbindung zu kommen. Und dann kommt der Prophet Jesaja und sagt, okay, das war schwer falsch von dir. Und wir lesen, was Jesaja sagt. Hör, was der Herr dazu sagt. Eines Tages wird der ganze Reichtum in deinem Palast, alle Schätze, die du und deine Vorfahren angehäuft haben, nach Babylon fortgebracht werden. Nichts wird übrig bleiben. Auch einige von deinen eigenen Söhnen, die dir noch geboren werden, wird man verschleppen. Sie müssen als Eunuchen im Palast des babylonischen Königs dienen. Nichts, was man seinen Kindern wünscht. Und dann die Antwort von Hiskia. Er sagte nur, der Herr weiß, was er tut. Ich beuge mich seinem Urteil. Wenn nur zu meinen Lebzeiten noch Frieden und Ruhe herrschen. Also, wir haben jetzt das Glück, dass wir das von außen betrachten können. Ist doch eine glatte Katastrophe, was er da rauslässt. Das geht doch nicht. Gott weiß, was er tut. Ich beuge mich seinem Willen. Wenn nur zu meinen Lebzeiten alles noch gut ist. Das tönt vordergründig nach Demut, aber was wahrscheinlich dahinter steckt, bei solchen Aussagen Enttäuschung, Müdigkeit oder fatalistische Passivität. Und dieses Wort Fatalismus, das habe ich zum ersten Mal gehört im Zusammenhang mit Bruder Andrew. Bruder Andrew ist im 2022 verstorben, also der ist schon älter oder war älter. Und er hat sein Leben hingegeben, um Bibeln zu schmuggeln, an Orte, wo Bibeln im kommunistischen Reichen verboten war. Was das für mich heißt, ist, er ist ein Mann, der hat sein Leben hingegeben für Gott, der hat große Risiken, ist er eingegangen. Und wie man liest, in einem seiner Bücher, das ich gelesen habe, seine Beziehung mit Gott, mit Jesus war ziemlich eng und vertraut. Und von ihm zu lesen, was er sagt, Fatalismus lähmt den Leib Christi. Er macht uns zufrieden und gleichgültig, obwohl Gott uns eingeladen hat, im Gebet mit ihm zusammenzuwirken. Fatalismus, das heißt, das ist die Überzeugung, das ist so eine offizielle Beschreibung von diesem Wort, das ist die Überzeugung, dass alles ohnehin so kommt, wie es kommen muss, unabhängig davon, was Menschen tun. Ich habe mich ertappt gefühlt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese lähmende Krankheit von uns Christen, da möchte ich nicht mehr länger mitmachen. Wenn es darum geht, einfach zu sagen, hey Gott, du weißt es schon Bescheid und weißt du, es ist ja so bequem, in meinen 4 Wänden ist alles in Ordnung, Gott. Es ist okay, was gerade läuft in der Welt, das ist schon okay. Du weißt Bescheid, du bist Herr, du bist König. Nein, schau mal, hier steht etwas anderes.
Diese Nähe führt zu Gehorsam, dass wir beginnen, unsere Stimme zu erheben und mutig zu beten. Diese Nähe, dieser Sieg führt zu Fürbitte, dass wir einstehen und diese Autorität, die wir von Gott gegeben haben, die führt zu Verantwortung. Lass uns das trainieren. Weil wir finden uns alle so schnell in solchen Situationen, wo wir sagen, okay, kann man halt nichts ausrichten. Ist halt so, wie es ist. Schau mal, wie tragisch dass diese Sätze, die Fatalismus sagt. Zum Beispiel, es ist sowieso zu spät. Ich kann nichts ändern. Und wo hast du Situationen in deinem Leben, in deiner Familie, wo du sagst, ich kann halt nichts ändern. Es ist halt so. Gott macht ja ohnehin, was er will. Ich will mich nicht enttäuschen lassen. Weißt du, es braucht schon Mut, um Dinge zu bitten, wo man nicht weiß, ob sie dann so eintreten. Also lieber mache ich das nicht. Ich will nicht enttäuscht werden, das tut zu fest weh. Solange es mir gut geht, halte ich mich raus. Und das ist so ein tragischer Satz, aber ich habe es bei mir persönlich festgestellt. Weißt du, jetzt sind ja die Sommercamps von Youth und von Teens. Ja, meine Kinder sind draußen, das war mal. Weißt du, dass ich mich irgendwie so ein bisschen verbunden gefühlt habe, vielleicht mitgebetet. Und ich muss so ankämpfen gegen diese lähmende Krankheit, dass ich nicht bete, weil mich betrifft's ja nicht direkt. Leute, wir haben so viel in der Hand. Und ich möchte da wachsen, ich möchte da weiterkommen und ich möchte zusammen mit uns allen hier weiterkommen. Im Gegensatz dazu, Glaube entsteht durch das Wort Gottes und sagt, Gott hat mich eingeladen, vor ihm zu stehen. Wow, das ist eine Einladung, vor dem König zu stehen, etwas zu bewirken mit meinen Gebeten, die Hand hochzuheben und zu wissen, da passiert was, auch wenn ich nichts sehe. Ich trage Menschen und, nein, mein Gebet ist nicht sinnlos. Es ist nicht sinnlos. Oft haben wir vergessen, wie viel Kraft das Gebet hat. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, wie wichtig das Gebet ist. Es ist einfach so, dass wir manchmal vergessen, wie viel Kraft es hat, weil wir es nicht direkt sehen. Ich bete, bis ich Gottes Blick habe. Diese Dinge habe ich mir aufgeschrieben und daran will ich mich ausrichten. Und diese lähmende Krankheit, dieses, okay, Gott macht es schon, mich betrifft es ja nicht, vom Negativbeispiel, vom Hiskia lernen. Und das Zweite, ich gehe direkt weiter, sonst komme ich nicht durch. Bete verheißungsorientiert. In Jakobus 5 steht ein spannender Vers, 17 und 18 heißt es, Elia war ein Mensch wie wir, wie du und ich. Elia, das ist ein großer, mächtiger Prophet aus dem Alten Testament, der hat so viel Unmögliches bewirkt. Vielleicht war es auch sein Nachfolger, aber so in dem Stil, er hat Eisen vom Wasser wieder zum Schwimmen gebracht, das ist aufgeflogen und was hier steht, er betete inständig, es möge nicht regnen und tatsächlich, es fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regnen, da öffnete sich der Himmel und die Schleusen und die Erde wurde grün und brachte wieder ihre Früchte hervor. Hat es jemand von uns schon mal erlebt? Ich habe Menschen gehört, die gesagt haben, im Namen Jesus, es hört jetzt auf zu regnen. Also gut, für eine Stunde oder so, oder vielleicht auch gar nicht, möglich. Aber 3,5 Jahre, ein Mensch wie du und ich. Der Punkt ist, es ist gar nicht so an den Haaren herbeigeholt, was Elia da gebetet hat, weil es heißt in 5. Mose 11, dass Gott eine Strafe schickt, wenn das Volk sich von Gott abwendet, wird der Herr den Himmel verschließen und es wird nicht mehr regnen. Also das ist eine Verheißung sozusagen, die schon in der Bibel steht. Jetzt hat das Volk sich von Gott abgewendet, offensichtlich zur Zeit von Elia. Deswegen konnte er so beten und deswegen ist auch kein Regen mehr gekommen. Und dann kurz davor war das mit diesem Baalpriester, für alle, die die Geschichte kennen, 2 Altäre. Elia hat sie aufgestellt und hat gesagt, auf dem Altar, wo es regnet, das ist der wahre Gott und es hat nur beim Gott, unserem Größten, hat es geregnet. Das ganze Volk hat seine Knie gebeugt. Das heißt, sie haben sich Gott wieder zugewandt. Und deswegen hat es dann auch wieder geregnet. Also es ist schon krass, was Elia gemacht hat, aber
Es ist nicht aus der Luft gegriffen. Er hat sich einfach an der Bibel oder an der Tora, muss man richtigerweise sagen, hat er sich einfach orientiert. Und es steht uns, dir und mir, steht das genauso zur Verfügung, dass wir verheißungsorientiert beten können. Letzten Sommer ist mir so ein Verhalten von Leo auf den Nerv gegangen. Und was macht man, wenn etwas nervt beim Ehepartner? Man geht zu Gott und im besten Fall beklagt man sich bei Gott. Aber weißt du, man kann nicht gegen das Verhalten von einer Person beten. Das ist meine Überzeugungsstand heute. Man kann das Verhalten nicht ändern, weil Jesus hat jedem seinen freien Willen gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay Jesus, wie bete ich jetzt für dieses Verhalten, das mich nervt? Und er hat mich an eine Geschichte erinnert im Buch Esther, wo es folgendermaßen ist, also der König, der hat einen Erlass gemacht, dass die Juden sollten umgebracht werden. Und dann kommt Esther zum König zusammen mit ihrem Onkel Mordechai, weil sie sich ja geoutet hat, selber Jüdin, und hat gesagt, hey König, könntest du nicht den Erlass ändern? Und was der König sagt, ist Folgendes. Esther 8, Vers 8. Doch ein Erlass lässt sich nicht mehr widerrufen, wenn er im Namen des Königs niedergeschrieben und mit seinem Siegel versehen wurde. Das ist für mich so wie, hey, den Charakter oder das Verhalten einer Person kannst du nicht ändern. Was ihr aber könnt, ist in meinem Namen, hat der König zu Esther gesagt, mit meinem Siegel einen weiteren Erlass herausgeben, um die Juden zu retten. Geht so vor, wie ihr es für gut haltet. Für mich hat das geheißen, ich kann das Verhalten von meinem Ehepartner, in dem Fall von Leo, nicht verändern, aber ich kann etwas anderes im Namen Jesus über ihm aussprechen. Segne ihn, Heiliger Geist. Ich stelle ihn unter deinen Einfluss. Lass die Früchte des Geistes wachsen in Leo. Liebe, Freude, Friede, Treue, Selbstbeherrschung, wie sie alle heißen. Immer und immer wieder für das Gute gebetet und ihn unter den Einfluss von Gott gestellt. Das ist das, was wir alle in den Händen haben. Himmel auf Erden bringen. Und das macht viel mehr Spaß, als zu motzen und sich beklagen, weil das dreht im Kreis. Das andere geht vorwärts. Die Bibel steht uns alle offen und ich behaupte heute Morgen, dass jeder von uns, dass der Heilige Geist fähig ist, jedem von uns eine Geschichte aus der Bibel, eine Bibelstelle zu zeigen, wo du sagst, okay, das kann ich nehmen. So kann ich verheißungsorientiert beten. Und dann, das dritte ist, bete ausdauernd, auch wenn du noch nichts siehst. Wir gehen wieder zurück zum Elia, wo wir ja gelernt haben oder gehört haben, dass er einfach das gebetet hat, was in der Bibel steht. Also wenn jetzt Gott sagt, dass Elia sagen soll dem König, dass es wieder regnet, hätte ich persönlich jetzt ehrlich gesagt kein Bedürfnis noch zu beten, weil Gott hat es ja gesagt. Das läuft. Das läuft von alleine. Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Der Elia, der geht und betet dafür, was Gott ja sowieso schon gesagt hat. Er geht auf den Berg Karmel, lesen wir hier in 1. Könige 18, Vers 42 bis 44. Dort oben kniete er nieder, verbarg sein Gesicht zwischen den Knien und betete offensichtlich sehr hingebungsvolle Gebetsform. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau, meldete, kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihn immer wieder. Geh, sieh noch einmal nach. Endlich, beim 7. Mal, rief der Diener, jetzt sehe ich eine Wolke, die ist so klein wie meine Hand am Horizont. 7 Mal, obwohl es Gott gesagt hat. Obwohl Elia weiß, dass Gott es tut. 7 Mal. Weißt du, wie viel ist 7 Mal? Sitzt da Elia auf dem Berg in seiner Haltung, sagt zum Diener, geh. Der Diener geht. Einmal. Geh nochmal. 2 Mal.
Geh nochmal. Geht dann nochmal. Spürst du, langsam denkst du, also macht sie das tatsächlich jetzt 7-mal? Ist das so? 4-mal. Ich habe es geübt zu Hause. Es ist saulang. Nein, er sieht immer noch nichts. 4-mal. Nur mit dem Wissen, wir wissen, dass es 7-mal ist. Das haben Sie nicht gewusst. Geh nochmal. Okay, er geht 5-mal. Jetzt sollte man doch was sehen. Nein, er sieht immer noch nichts. 5-mal. Er geht nochmal. 6-mal. Jetzt könnte man aufhören. Wir wissen ja 7-mal. Nein, ich ziehe es durch. Er geht nochmal. Das sind 7-mal. Das ist saulang, ehrlich gesagt. Saulang. Das muss man hier aushalten können, wenn du siehst, dass die Uhr tickt. Und bei unseren Gebeten 7-mal ist nicht einfach irgendwie so, das hat jetzt ein Sonderfall. Das ist etwas, was Gott vorausgesagt hat, dass es geschehen wird, und trotzdem betet er so lange und schaut 7-mal und dann sieht er eine Wolke so klein wie eine Hand. Da hätte ich noch kein Glauben, dass jetzt kommt zum Regnen. Und das ist das Bild, das ich uns mitgeben möchte, dass wir das nie mehr vergessen, weil es ist nicht die einzige Geschichte. Naaman hat auch zu tun mit diesem Propheten Elia, musste sich 7-mal untertauchen und erst beim 7. Mal wurde er gesund. Die Israeliten viel früher mussten um die Stadtmauer gehen. 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal und dann nochmal 7-mal beim 7. Mal. Und erst dann bricht die Stadtmauer ein. Anhaltendes Gebet. Anhaltendes Gebet. Und diese Nähe, die brauchen wir, dass wir gehorsam sein können, bis diese Vollzahl erfüllt ist. Bis wir in diese Fürbitte gehen und sagen, okay, es reicht nicht, dass ich Tobi an der ICF Conference, um da nochmal zurückzugehen, gesagt habe, ich bete für dich und ich heile dich im Namen Jesus, weil es so in der Bibel steht. Ich habe gedacht, das sei jetzt erledigt für den Tobi, also besser gesagt für mich. Ich muss hören, dass es gar nicht erledigt jetzt. Aha, okay, wie viel Mal habe ich jetzt noch zusätzlich gebetet? Ich bin ehrlich gesagt noch nicht bei 7-mal, obwohl es ja vom Mai bis im Juli schon recht viel Zeit ist. Was ich damit sagen will, ihr Lieben, wir sind alle im gleichen Boot. Aber uns ist eine Kraft anvertraut, eine Autorität. Und lass uns da drin wachsen. Beten statt jammern. Jesus verurteilt niemanden von uns für da, wo wir stehen. Aber wenn wir stehen bleiben, verpassen wir sehr, sehr viel. Ich habe 5 oder 4 Punkte eingeblendet und ich möchte jetzt einfach mit uns zusammen beten. Und wo hast du eine Situation, wo du aufgegeben hast, weil es einfach zu lange gedauert hat? Wo ist eine Situation, wo du den Glauben verloren hast, wo du gedacht hast, ach, schon okay, Gott, das so wie du willst. Und eigentlich hätte deine Autorität von Gott gegeben dazu geführt, dass du Verantwortung übernehmen könntest. Lass uns die Augen schließen. Lass uns still werden vor Gott. Ich bete mit uns zusammen diese 5 Punkte durch. Und Heiliger Geist, hier sind wir. Still vor dir. Danke für deine Nähe. Danke, dass wir vor deinen Thron kommen dürfen. Danke, dass du dich freust, wenn wir vor deinem Thron erscheinen. Und jetzt bin ich hier mit meinem Anliegen.
Und ich will mehr als dich nur über meine Bedürfnisse informieren. Ich lasse mich vom Heiligen Geist führen heute Morgen. Es gibt mehr. Und ich will nicht nur davon hören, ich will es selber erleben. Heiliger Geist, was sagst du? Ich suche deine Wahrheit, Gott. Ich bitte dich, dass du jedem von uns einen Vers, ein Beispiel aus der Bibel, irgendetwas gibst, was eine Zusage ist, was ein Bild für uns kreiert, eine Vision, ein Verständnis, wie ich beten kann. Und wenn du es jetzt nicht austeilst und wenn ich es jetzt nicht erfassen kann, dann weiß ich, es kann während der Worship sein, es kann zu Hause sein, es kann heute Abend sein. Du kannst es mir irgendwann geben. Und mit dieser Wahrheit verändert sich mein Blick, genauso wie in der Geschichte, die ich am Anfang oder dem Erlebnis, das ich am Anfang erzählt habe. Und ich danke dir, dass du meinen Blick ändern kannst, dass ich sehen kann, wie du siehst, wie du die Situation siehst, aus dieser Nähe heraus, aus diesem Sieg heraus. Ich werde verfügbar, gehorsam verfügbar für dich. Für die Situationen, wo ich mich beklagen will. Dass ich anfange, mit deinen Wahrheiten zu beten und diese Autorität zu nehmen und mit meinen Worten Leben spreche. Den Himmel auf die Erde bringen. Hier bin ich, Gott. Du sitzt auf dem Thron. Niemand sitzt höher. Du hast meine Position wiederhergestellt, obwohl wir Menschen das verkackt haben. Und ich bin dazu beauftragt, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und ich arbeite da mit dir zusammen. Ich will, Jesus, ich will. Lass uns aufstehen und unsere Hände als Zeichen dafür ausstrecken und sagen, ich will. Gott, ich will. Und da, wo du mir eine Not aufzeigst, da will ich reinstehen, weil du Gott bist und weil du mich beauftragt hast mit allem, was ich brauche dazu. Amen. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auf deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniere den Kanal, mach einen Daumen hoch, schreib was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.